Ballast loslassen. Bevor du weiterhörst, drück doch kurz auf Pause, besorge dir einen Stift und Papier, welches du am Schluss dieser Übung benötigst. Willkommen zurück. Richte es dir nun so ein, dass du in den nächsten Minuten nicht gestört wirst, und mach es dir bequem. Atme tief ein und wieder aus. Lass den Atem dann leicht und frei fließen und lenke deine Aufmerksamkeit auf meine Stimme und deinen Atem. Nimm wahr, wie dein Atem fließt. Ein und aus. Du kannst den Atem beobachten und dir erlauben, dich mit jedem Ausatmen noch tiefer zu entspannen. Mit jedem Ausatmen entspannst du dich mehr und mehr. Wenn hinderliche Gedanken auftauchen, schenke ihnen keine Beachtung. Lass sie ziehen wie Wolken und kehre mit deiner Aufmerksamkeit wieder zurück zu deinem Atem. Negative Erinnerungen oder Glaubenssätze, Gefühle wie Angst, Wut, Trauer, Scham oder Resignation sind wie Steine im Rucksack, die man mit sich herumschleppt. Es ist eine bewusste Entscheidung. Es ist deine Entscheidung, all das loszulassen, um frei zu sein. Denn solange man andere oder Situationen dafür verantwortlich macht, dass es einem nicht gut geht, so lange bleiben wir in dieser Abhängigkeit. Die Vergangenheit bestimmt unser Leben. Stell dir nun einen Moment vor, wie du unterwegs bist. Mit welchen Gefühlen bist du unterwegs? Fühlt es sich leicht oder schwer an? Gibt es Dinge, die passiert sind, an die du immer wieder denken musst? Und dabei immer wieder diese Wut, Trauer oder sonst ein negatives Gefühl aufkommt? Ist dein Rucksack schwer? Schleppst du Ballast aus der Vergangenheit mit dir rum? Was für Gedanken gehen dir durch den Kopf? Was glaubst du über dich und dein Leben? Versuche deine Gedanken und Gefühle als Beobachter wahrzunehmen, ohne zu werten und ohne dich dafür zu verurteilen. Werde dir einfach deiner unbewussten Gedanken bewusst, so dass du sie in Zukunft immer schneller bemerkst und sie verändern kannst. Möchtest du deinen Glauben über dich und die Welt ändern und dich befreien vom Ballast deiner Vergangenheit, damit du leicht und frei deinen Weg gehen kannst und an dich glaubst? Wenn du bereit bist, dich und dein Leben zu verändern, dann stell dir nun vor, du trägst deinen Rucksack. Geh ein paar Schritte damit und nimm wahr, ob dieser sich noch zu schwer anfühlt, um leicht und frei zu gehen. Fühlt es sich manchmal so an, als ziehe dich etwas runter. Fühlt es sich oft schwer an, das Leben zu meistern, als ob dich etwas bremst. Vielleicht läuft sogar eigentlich alles gut und trotzdem machst du dir dauernd Sorgen, hast Angst oder eine Wut in dir. Oder ein Moment in der Stille wird dir so schwer ums Herz. Wenn ja, nimm den Rucksack nun ab, stell ihn auf den Boden und schau rein. Es wird dich vielleicht nicht überraschen, dass du darin Steine oder Gegenstände findest.
symbolisch für emotionalen Ballast, den du mit dir herumschleppst. Nimm nun eine nach dem anderen raus und werf ihn einfach weg. Befreie dich von allem, was dich daran hindert, leicht und frei in die Zukunft zu gehen. Alle Steine, eine nach dem anderen, nimmst du raus und wirfst sie weg. Mach's mit einem Gefühl der Freude und Erleichterung, dass du die Steine entdeckt hast und dich deshalb nun von dieser Last befreien kannst. Du befreist dich von deiner Vergangenheit. Du übernimmst Verantwortung für dein Leben und erschaffst dir eine neue Wirklichkeit. Ein neues Leben, in dem du den Moment genießen kannst. Nachdem du dich von allen Steinen befreit hast, bleibt nichts als eine kleine, gesunde Stärkung im Rucksack, die dir immer wieder Energie gibt auf deinem Weg. Du eine Pause machst, dich auszuruhen und Kraft zu tanken. Zieh deinen leichten Rucksack nun wieder an und spüre, wie viel leichter du jetzt vorwärts kommst. Du gehst deinen Weg Schritt für Schritt, kommst du deinem Ziel näher. Und stell dir vor, wie du gut gelaunt unterwegs bist und etwas am Wegesrand betrachtest. Vielleicht einen Baum. Vielleicht entdeckst du ein Eichhörnchen, das den Baum hochklettert. Es ist okay, sich umzusehen. So oder so, du kannst nicht jeden Schritt kontrollieren, wenn du unterwegs bist. Und es kann vorkommen, dass man über etwas stolpert. Manchmal stolperst du so über etwas Wunderschönes, das du vielleicht übersehen hättest, wenn du nicht darüber gestolpert wärst. Manchmal verpasst man den Bus und begegnet deshalb einem wunderbaren Menschen. Manchmal stolpert man über irgendetwas und fällt beinahe hin. Und auch wenn du dabei nicht hinfällst, kann es dich buchstäblich einen Moment aus dem Gleichgewicht bringen. Nun bemerkst du vielleicht, wie vertraute, hinderliche Gedanken wieder auftauchen. Werde dir bewusst, es sind nur Gedanken, es ist nicht die Wahrheit. Es ist der innere Kritiker, der sich meldet, und da du dir dessen bewusst bist, kannst du ihn stoppen. Was möchtest du in Zukunft über dich und dein Leben glauben? Und wie würdest du dich dabei fühlen? Atme tief ein und ruhig wieder aus. Atme Selbstbewusstsein ein. Und beim Ausatmen entspannst du dich. Was würde die innere Stimme dir sagen, nachdem du sie umprogrammiert hast? Welche Überzeugung macht dir Mut und stärkt dein Vertrauen? Welches Bild würde zu dieser neuen Überzeugung und diesem neuen Gefühl passen? Welches Bild könnte dein neues Ich symbolisieren? Komm nur langsam wieder zurück ins Jetzt und hier und schreibe deine neue Überzeugung über dich und dein Leben auf und skizziere ein stimmiges Bild dazu. Versuche deinen Zielsatz zuerst mit deinen Worten zu formulieren, damit er möglichst persönlich wird. Ich lasse dir nun ein paar Minuten Zeit zum Schreiben, bevor ich mich wieder melde.
Zielsatz, Affirmation oder Glaubenssatz. Es spielt keine Rolle, wie du deinen persönlichen Satz nennst, der dich von nun an begleitet, dich immer wieder dein Ziel fokussieren lässt und dich weiterbringt. Oft ist es gar nicht so leicht, einen perfekten Satz zu formulieren, und wahrscheinlich gibt es den auch gar nicht. Du kannst auch Stichworte aufschreiben, die dir in den Sinn kommen, über den vielen Beispielen von Suggestionen im Skript 1 oder 2 auswählen, die deine Stichworte enthalten, oder einfach 1 oder 2, der oder die sich passend für dich anfühlt. Nimm dir dafür so viel Zeit, wie du brauchst. Schreibe in Stichworten auf, was du im Leben gerne möchtest. Wie möchtest du sein? Oder welches Gefühl möchtest du haben? Ich lasse dir wieder ein paar Minuten Zeit. Gut. Ich wünsche dir viel Spaß und Erfolg beim Kreieren deines Zielsatzes. Weitere Tipps, auf was du beim Formulieren achten solltest, findest du im Skript.